Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, heute zum deutschen Klassiko, wo ich den deutschen Klassiko irgendwie lächerlich finde, weil, weiß ich nicht, man muss sich nicht unbedingt am Spanischen anlehnen. Ja, zum deutschen Spitzenspiel am 26. Bundesliga-Spieltag FC Bayern München Borussia Dortmund 4:2 gewonnen. Ja, ein paar Worte zum Spiel. Also erstmal, ich habe das Spiel nicht zu Hause verfolgt, von daher bin ich diesmal ein bisschen später dran, bin also ein bisschen runtergefahren von der Emotion, nicht so wie so manch anderer Talk. Zum Spiel muss man sagen, ja, nachdem der Kobel da drüber getreten hat, erschreckend schwache Dortmunder. Ja, enttäuschend schwache Dortmunder. Die ersten 10 Minuten, ja, oder sagen wir die ersten 7 Minuten war Dortmund auf jeden Fall die spielbestimmende Mannschaft. Definitiv. Wir haben einige Probleme gehabt, ins Spiel reinzukommen. Was aber jetzt nicht unbedingt verwunderlich war, wenn man ehrlich ist, nach Länderspielpause, neuer Coach, nur 1,5 Trainingseinheiten, Blasels. Ich denke mal, war das nicht verwunderlich. Das Tor hat uns natürlich einen mega Auftrieb gegeben. Danach haben wir echt die ganze Sache gut gemacht. Ich denke auch, dass man schon ein paar Änderungen gesehen hat. Gehen wir gleich mal ein bisschen genauer drauf ein. Ansonsten, spätestens nach dem 2:0 lief das Spiel eigentlich nur noch in eine Richtung. Klar, wir haben den Dortmundern den Ball gelassen, gerade auch in der eigenen Hälfte. Haben wir sie da hinten ein bisschen rumtänzeln lassen. Sind nicht immer wie blöde durchgehend versucht anzurennen und den Räume zu geben. Warum sollten wir auch? Ja, haben es ganz gut runtergespielt. Müller heute in bestechender Form, warum, wieso, weshalb. Werde ich gleich auch noch ein bisschen was zu sagen, wenn wir mal auf die einzelnen Spieler drauf eingehen. Dass es dann hinten raus nochmal, ja, ein bisschen Ergebniskorrektur gab von Dortmunder Seite. Ist gut, weil man hat noch ein bisschen was zu kritisieren. Und ja, warum, wieso, weshalb? Ich denke, so ab der 70. Eigentlich schon so ab der 60., 65. hat man gesehen, wir haben auf jeden Fall 3 Gänge rausgenommen. Ja, im Hinblick auf die Spiele gegen Freiburg. Auch völlig verständlich, wenn man 4:0 führt. Ja, dann kriegst du mal 1, 2, dann ist das so. Also wer da noch irgendwie gedacht hat, auch schon beim 3:0, wer da noch irgendwie gedacht hat, ja, jetzt kriegen die ein Tor und dann wird's wieder spannend und so weiter. Nee. Ja, haben wir beim 4:1 auch nicht gehabt, dass da irgendwie Hektik aufkam oder sowas. Klar haben wir die Dortmund eingeladen dazu, das kann man cleverer machen, man kann das Ding einfach 4:0 nach Hause fahren. Dass ausgerechnet Gnabry einen Elfer verschuldet hat, passt ins Bild. Die Einwechslung habe ich auch nicht ganz verstanden, bin ich ehrlich. Aber immerhin hat er jetzt eine normale Frisur, ist ja schon mal ein Fortschritt. Nee, ansonsten, wir haben es gut gemacht, ja. Überlegt mal, wir haben 4 Tore gemacht, wir haben, glaube ich, 2 oder 3 Abseitstore gemacht, haben ganz, ganz viele Chancen nicht ganz zu Ende gespielt oder wir haben uns falsch entschieden, gerade Sané, wo er hätte schießen müssen und wo er hätte passen müssen, da hat er so ein bisschen den Gnabry gemacht, dass er so ein bisschen, ja, die falsche Entscheidung getroffen hat. Alles gut, ansonsten war Sané echt okay. Ja, es war ein total ungefährdeter Sieg, ja, ich habe selten so emotionsloses Spiel geschaut wie gegen Dortmund. Dieses Spiel, das stand nach 23 Minuten 3:0, da war das Spiel durch. Punkt. Ja, da müssen wir um nichts drum herum reden. Dortmund hat danach nicht irgendwie nur ansatzweise irgendwie gezeigt, dass sie irgendwelche Ambitionen haben, Meister zu werden. Auch da haben wir ja in den Kommentaren schon die Diskussion gehabt, warum, wieso, weshalb. Es ist einfach nicht das Anspruchsdenken da. Ne? Wenn man als Dortmund da ist mit so einer Serie und dann gerade auch Tabellenerster, dann sollte man sich vor so einem Spielfeld auch mal hinstellen und sagen, jo, wir wollen jetzt aber auch Meister werden. Ja, und nicht so, ja, wir sind der Verfolger. Da muss man sich nicht wundern, dass die Spieler dann auch sowas abliefern. Aber hier ist ja der FC Bayern Talk und nicht der Borussia Dortmund Talk. Von daher gilt es, unsere Mannschaft zu analysieren. Ich habe schon gesagt, ersten 10 Minuten, Viertelstunde haben uns schwer getan, haben ein bisschen Abstimmungsprobleme gehabt, haben dann aber unseren Rhythmus gefunden, natürlich bedingt durch die beiden Tore, da muss man sich nichts vormachen, die haben natürlich super geholfen. Ich glaube, um da nochmal das Thema Dortmund abzuschließen, so eine große Chance wie Dortmund das im heutigen Spiel hatte, uns zu schlagen, werden sie die nächsten Jahre nicht nochmal haben in München. Ne? Wir haben so unversichert, ja, verunsichert angefangen,
hätten die da richtig aufs Gas getreten, nicht nur so halbherzig, wie sie es getan haben, hätten da ein Tor gemacht, dann hätte es 2 Sachen gegeben. Entweder hätte es die Ober-Trotz-Reaktion gegeben oder aber es wäre echt dahin gesiegt. Ja? Das hätte heute sehr gut sein können mit dieser Anfangsphase. Haben sie aber nicht getan. Und von daher ist das Spiel dann so gelaufen, wie es gelaufen ist. Ja? Dass wir dann die Tore aus den Situationen machen, wo wir eigentlich nicht die riesen Torchancen hatten, spricht dann auch ein bisschen für sich. Die ganz klaren Dinge haben wir dann versiebt, auch wenn man so an Müller denkt und so weiter. Aber der Sieg war nicht einmal gefährdet. Ja? Nach 23 Minuten war das Spiel entschieden. Danach war der Sieg nicht einmal gefährdet. Ich habe nicht einmal das Gefühl gehabt, dass Dortmund nochmal zurück in dieses Spiel kommen könnte. Ja? Das war mein Gefühl, was ich hatte. Ja? Ansonsten war es jetzt nicht das super hochkarätige Spiel, obwohl wir ein gutes Spiel gemacht haben, zumindest zwischen der 15. und 60. Minute, würde ich sagen. Da haben wir gut gespielt. Ich habe auch den Interview teilweise gesehen nach dem Spiel und Tuchel hat es ganz gut zusammengefasst mit den Worten, dass wir die Chancen halt gemacht haben, oder die Tore gemacht haben aus den Chancen, die wir nicht hatten, dass wir aber das komplette Spiel zu fahrlässig waren, ja, und da werden wir gleich auch mal den Kimmich ein bisschen genauer ansprechen, mit ganz, ganz vielen Fehlpässen, aber, und nochmal, wenn wir mit so einer Leistung, ich möchte unsere Leistung jetzt nicht schlecht reden, ja, die war wirklich okay, den Umständen entsprechend, wenn man aber mit so einer Leistung dann Dortmund so klar schlägt, und es war klar, die 2 Tore da, das ist ein bisschen Korrektur, normalerweise hätte es 6-7-0 ausgehen können, wenn nicht müssen, spricht dann auch schon Bände. Ja? Und ja, aber wie gesagt, das führt mal für ich persönlich auf fehlendes Anspruchsdenken bei Dortmund zurück. Naja gut, ich würde sagen, wir schauen uns mal die Statistiken an. Bin ich selber ein bisschen gespannt. 4:2. Ballbesitz, ich weiß gar nicht, ob es das erste Mal ist. Ich glaube, Paris hatten wir auch mal weniger Ballbesitz. 48:52. Abseitsstellung 5:0, Fouls 11:7. Zweikämpfe gewonnen, 54:46. Schüsse aufs Tor 9:4, Schüsse insgesamt 16:10. Ecken 6:2, angekommene Pässe 459, 482, Flanken 8:14. Schüsse insgesamt Müller 2, Koman 2, Schuppo 2. Torschussvorlagen, die Licht, Sané 1, gewonnene Zweikämpfe, Koman, der heute bärenstark war. Pavard 6, Kimmich 6, Ballkontakte 85 Kimmich, Pavard 80, Upa 79. Ja, so viel mal zu den Statistiken, obwohl wir können auch gleich auf Ausstellung gehen. Ein paar Worte zu den Statistiken. Ich denke mal, da sieht man schon ein bisschen Tuchels Handschrift. Machen wir uns nichts vor, Dortmund ist keine Mannschaft, die gegen uns mehr Ballbesitz hat als wir. Ja. Also Dortmund konnte mit dem Ballbesitz ja auch nichts anfangen. Wir haben Dortmund den Ballbesitz gegeben, wo wir gesagt haben, ja, in diesen Bereichen könnt ihr den Ballbesitz haben. Wir sind halt nicht mehr stumpf wie unterm Nagelsmann 90 Minuten stumpf auf den Gegner drauf zugerannt und wollten pressen und standen mit der 4er Abwehrkette auf der Mittellinie. Das haben wir heute nicht gesehen. Und das hat uns sehr gut getan in meinen Augen. Wir müssen nicht 80% oder, bleiben wir mal realistisch, zwischen 60 und 70% Ballbesitz haben. Müssen wir nicht. Warum? Wofür? Wir hatten irgendwie 40% Ballbesitz in der ersten Halbzeit und haben 3:0 geführt. Also, wofür? Ja. Da hat man schon ein bisschen Tuchels Handschrift gesehen. Das andere, wo man die Handschrift klar gesehen hat, oder was ich auch eine sehr klare Aussage in Richtung Nagelsmann verstehe, oder ist auch das, was ich in meiner Analyse auch so gesehen habe in dem Video zu der Trainerentlassung, dass ein Tuchel sich dahin stellt und sagt, ja, wir wollten die Offensivspieler in ihre besten Positionen bringen, wo sie am besten performen können. Ja. Und dann spielt ein Sané halt auf der rechten Seite und nicht halb rechts, halb links, Mitte, Zehner, links, sonst wo, nein, rechte Seite. Und ein Müller spielt hinter der Spitze. Nicht auf der Zehnerposition, nicht auf der Achterposition, nicht auf der halbrechten Position oder auf der rechten Position. Genau. Ich meine, wie viele Trainer gab's und gibt es? Müller ist halt nur eine Rakete
wenn er hinter dem Stürmer als hängende Spitze spielt. Ja, wenn er nicht der Spielgestalter sein muss, das muss er nicht. Und wenn er den Freiraum hat und machen kann, was er möchte. Wir haben es heute gesehen, Choupo hat die Räume geöffnet, Müller ist reingestoßen, hat die Hütten gemacht. So, das ist der Müller, ja. Und hat 1-2 Mal, hat er ja auch selber im Interview gesagt, die falschen Entscheidungen noch getroffen, hat dann die klarste Chance nicht gemacht. Ja, aber das ist der Müller, ja. Und da gehört er hin. Genauso wie ein Sané auf Außen gehört. Punkt. Ja. Und ich finde es auch gut, dass er endlich auch wieder auf der richtigen Seite spielt. So wie ein Coman auf der linken Seite spielt und nicht auf der rechten Seite. Er gehört auf die linke Seite. Für mich, ja, für mich persönlich. Ich finde das besser, als wenn die Leute verkehrt rumspielen müssen. Ja, ist auch nur meine Meinung. Aber so ist es, so können die Leute auch mal reinziehen, können mal abschließen und so weiter und so fort. Und das hat auch ganz gut gefruchtet. Ansonsten, dass jetzt nicht die super Umstellung kam, ja, war klar. Ja, ein bisschen schade. Wie gesagt, ein Kimmich hätte man meines Erachtens rauslassen können. Aber na klar, stellt sich jetzt nicht dahin und nimmt den dritten Kapitän aus der Mannschaft raus. Ich denke aber, wenn Kimmich, womit wir jetzt auch in die Spieleranalyse gehen, wenn Kimmich so eine Leistung bringt, wie er heute gebracht hat, davon noch 3, 4, 5 in Folge, dann denke ich, wird sich ein Kimmich auch mal auf der Bank wiederfinden. Ja, dafür ist der Tuchel da, dafür kennt man den Tuchel. Ich denke, aktuell haben alle noch so ein bisschen Kredit, nenne ich es mal. Aber sollten die Leistungen so bleiben, denke ich, dann wird ein Kimmich sich noch umgucken. Kommen wir mal zu den Spielern. Sommer hat sich keine Fehler erlaubt oder gesehen, hat aber auch eigentlich null zu tun gehabt. Den Elfmeter, ja, da kommen wir gleich noch zu dem Verursacher. An den Toren konnte er nichts machen, ansonsten war er fehlerfrei, will ich eine gute 3 sagen. War aber auch nicht wirklich viel gefordert. Upper war für mich bärenstark. Ja, wirklich bärenstark. Gerade in der ersten Halbzeit, wo Dortmund ja noch ein bisschen was versucht hat, was er da allein in der Entstehung weggeblockt hat, dass Dortmund halt gar nicht erst in die Entstehung kam, gar nicht erst ins Spiel kam. Mega stark für mich, Upper heute eine 2. Pavard, auch wenn ich an 1, 2 Aktionen zurückdenke, auch bärenstark, genauso wie die Licht. Die 3 da hinten, bärenstark, sehe ich auch beide bei einer 2. Davis super unauffällig, ja, hat aber den Verteidiger gespielt heute und nicht den Linksaußen, ja. Wir haben halt heute mit einer Viererkette gespielt und man hat gesehen, dass ein Coman auch offensiv vollkommen ausreicht, ja. Von daher ein bisschen unauffälliger, hat's aber auch gut gemacht, sehe ich persönlich bei einer 3. Müller, ja, ganz klar eine 2, war heute, ja, der Müller, den wir lange nicht gesehen haben. Wirklich, den wir lange nicht gesehen haben. Völlig befreit irgendwie, war torgefährlich, hat auch wieder mehr dirigiert, hat angetrieben, hat sich auch mal einen Kimmich an der Seite genommen in der Halbzeit und so weiter. Hat die Leute wieder angefeuert, war der Müller, den wir kennen, ja, und den wir lieben und den wir brauchen und wo Müller dann auch ja, das machen kann, was er am besten kann. Halt die Räume deuten, den Stürmer unterstützen und so weiter. Ja, also für mich sehr gut. Goretzka sehe ich heute auch bei einer 2. Leon war mit der richtig dagegen gehalten hat. Gerade auch in der Anfangsphase, wo alle wirklich noch schwach waren, war Leon, der in den Zweikämpfen dagegen gehalten hat, der sich reingeschmissen hat. Neben Upper. Und auch danach war er, der die Zweikämpfe geführt hat, die ein Kimmich führen muss. Ja. Und war trotzdem noch der auch versucht hat, mit anzutreiben vorne. Ja. Ganz klar der auffälligere Spieler und ganz klar der bessere Spieler, wenn man die beiden Anführungsstrichen defensiven Mittelfeldspieler nimmt. Coman auch bärenstark, sehe ich auch bei einer 2. Hat viel geackert, viel gerannt, viel versucht, viel gemacht. Ja, einfach stark, hat das Tor gemacht. War der Coman, den wir sehen wollen. Ja. Und wo Gnabry, das können wir schon mal vorweg nehmen, absolut kein Land sehen wird. Ja, der kann sich mit dem Sané um die rechte Seite streiten. Ja, Coman in der Form definitiv gesetzt. Kimmich sehe ich neben Sané ein bisschen kritisch. Jetzt nicht super schlecht oder sowas. Und Sané auch nicht. Choupo auch nicht, obwohl man die 3, ja, die passen, dass sie hier hinter der Reihe kommen.
waren alle drei nicht so stark, wobei der Kimmich von den drei noch der schwächste war, meines Erachtens. Allein die Fehlpässe in der Mitte, wo er die Dortmunder eingeladen hat, dann der Lupfer im eigenen 16-Meter-Raum. Ja, es ist gut gegangen. Ja, es ist gut gegangen. Aber wie kann ich denn im eigenen 16-Meter-Raum lupfen? Alter, es ist mit viel Glück gut gegangen. Ja, das waren jetzt 2 Szenen, die mir in Erinnerung blieben. Ansonsten war Kimmich blass. Ja, viele Fehlpässe, wirklich viele Fehlpässe für seine Verhältnisse. Aber er hat halt einfach keine Form. Ja, bei der Nationalmannschaft war er anscheinend auch nicht so, kann ich nichts so sagen, habe ich nicht gesehen. Ja, sehe ich bei einer schwachen 3. Und man muss es jetzt nicht zu schlecht reden. Ja, wir haben 4-2 gewonnen, alles ist gut. Aber ja, die Chancen, die er da eingeleitet hat, ja, ganz ehrlich, ich habe es ja schon die letzten Wochen und Monate gesagt. Es wird Zeit, dass wir einen Sechser verpflichten oder mal den Rhein da mal die Chance geben oder mal den Leon dahin stellen. Ich bin sehr gespannt, wie lange der Tuchel sich das anguckt mit dem Kimmich. Ich glaube schon, dass der Kimmich jetzt Druck hat und die Kurve kriegen muss. Ich glaube schon, dass ein Tuchel ihn nicht mehr durchziehen wird. Ja. Ihr werdet das heute gesehen haben, welche Fehlpässe da in der Mitte kamen, welche Löcher da waren. Gerade wo ein Leon dann raus war, hat man das ganz klar gesehen. Ja, dass es dann über die Mitte ging und ein Kimmich da völlig überfordert war. Bin ich sehr gespannt, wie sich die Sache entwickelt. Sané, ja, eigentlich eine 3. Ja, eigentlich eine 3. Ja, eine 3 passt am besten. Hat gerade am Anfang viel Schatten gehabt, dann aber auch viel Licht. Wie gesagt, dann so ein bisschen die falschen Entscheidungen getroffen, wo er hätte schießen müssen, dann gepasst hat und umgekehrt. Aber hat ansonsten ein gutes Spiel gemacht, meines Erachtens nach. Und gerade die Szenen mit dem nach hinten arbeiten, ja, das hat man perfekterweise gesehen, wo dann ein Gnabry eingewechselt wurde. Ja, der Gnabry ist dann 10 Meter nach vorne gejoggt, ist 10 Meter nach hinten gejoggt, obwohl er den Ball verloren hat, ist dem Spieler nicht einmal nachgegangen. Ich meine, wir kennen Gnabry nicht anders, hat er nicht nötig, aber ja, dann war er sogar noch da, wo er das gemacht hat, in der Zeit war er auf der mittleren Position, auf der 10. Das war wieder ein Armutszeugnis. Ja. Also Kimmich schlechte 3, Sané eine 3, Schuppo würde ich auch bei einer 3 sehen. Konnte heute nicht so glänzen, lag aber einfach auch daran, dass Müller weiter vorne war. Ja, dass Müller halt nicht die 10 war oder so eine 10-8er-Kombo irgendwie, sondern er war die klare hängende Spitze und Schuppo hat die Räume gerissen, in die Müller rein ist. Ja, ja, von daher ist es ein bisschen schwer, einen Schuppo heute genau zu benoten. Ich sehe ihn auch bei einer schwachen 3, ähnlich wie Kimmich, hat auch 2-3 Mal mit gut nach hinten gearbeitet, ja. Aber ansonsten war er doch schon ziemlich blass. Kommen wir zu den Einwechslungen. Rhein Grafenberg, ja, können wir leider nicht viel zu sagen. Mit den paar Minuten, die er gekriegt hat. Sadio Mané, absolut enttäuschend. Ja, können wir ganz klar sagen. Die 25 Minuten, die er hat, absolut enttäuschend. Cancelo, leider auch absolut nichts von gesehen. Ja, einmal einen super schlechten Pass, mit der mir in Erinnerung geblieben ist. Gnabry super schwach, wirklich super schwach. Ja, der Lupfer, ja, nach vorne hat er natürlich Bock, da läuft er. War natürlich leicht abseits, hat er natürlich gut gemacht. Aber ansonsten wieder ein absolutes Armutszeugnis, hat den Elfer verursacht, der ganz klar war. Ja, zum Glück haben wir uns davon nicht irgendwie beeinflussen lassen oder sonst irgendwas. Enttäuschend einfach. Ich erwarte vom Gnabry, aber wir werden sehen die kommenden Wochen. Er muss sich richtig steigern. Tuchel hat es auch nach dem Spiel gesagt, wir haben eine Menge Luft nach oben. Ja, und das können wir auch heute so festhalten. Ne? Musiala hat Musiala Dinge gemacht. Hat ein bisschen Pech gehabt, aber ja, ich freue mich, wenn ich Musiala mal auf der 10 sehe, zentral und Müller als hängende Spitze und vorne ein Schuppo oder ein Tell, halt einfach ein Stürmer, der Räume reißt. Der Müller stößt in Räume, reißt dadurch auch nochmal Räume für den Zehner dahinter. Das würde ich gerne mal sehen. Ja, dann wäre es nur ein Sechser oder ein Achter oder man müsste Dreierkette spielen. Bin ich sehr gespannt, ob wir das in Zukunft mal sehen werden. Ansonsten habe ich schon gesagt, haben wir schon wirklich ein bisschen kleine Veränderungen gesehen.
Pavard wieder als rechter Verteidiger, nicht Cancelo. Ganz klar, Pavard ist einfach in bärenstarke Form und hat heute zum ersten Mal auch mir persönlich nicht den Eindruck gemacht, als möchte er nicht den rechten Verteidiger spielen. Bin ich sehr gespannt. Ich denke, Tuchel wird die neue Saison definitiv auch mit einer Dreierkette angehen. Ja, aktuell spielt er eher das, wo die Mannschaft sich ein bisschen sicherer fühlt, denke ich. Aber langfristig, denke ich, werden wir definitiv auch mit einer Dreierkette zumindest im Aufbau spielen. Ob wir da mit einem Davis und so weiter so weit offensiv dann spielen oder ob es dann auch eher mal eine Fünferkette ist nach hinten hin, wird man sehen, aber das denke ich mir schon. Wird spannend zu sehen sein, aber unsere drei Innenverteidiger waren bärenstark, oder? Ja. Wie gesagt, die Gegentore wurden, ja gut, beim zweiten Tor sieht Upa ein klein bisschen unglücklich aus von der Stellung her, wie er steht. Aber erinnert euch an die Licht in der 7. Minute gegen Reus oder was da, die Monstergrätsche. Wie gesagt, Upa hat so viel Bälle in der Entstehung schon abgefangen. Pavard auch 2-3 Mal super abgefangen, war auch super präsent. Ich bin sehr gespannt, welche Richtung das gehen wird die kommenden Wochen. Wie gesagt, aktuell ist halt einfach keine Zeit, irgendwas groß zu ändern. Man hat gesehen, wir stehen definitiv defensiver. Ja, wir stehen nicht mehr so super hoch, geben den Gegner nicht mehr die Räume, in denen wir einfach immer blind reinpressen. Was super ist, wenn das klappt, ja, wenn es wirklich koordiniert ist und wir alle draufgehen wie die Bekloppten, ist das super, wenn es klappt. Aber man kann auch einfach mal 20 Meter tiefer stehen und den Gegner den Ball in der eigenen Hälfte lassen und lass sie doch da rumspielen. Erst recht, wenn wir mit 2 oder 3-0 führen. Was poppt uns das? Ja? Warum sollen wir da blind reinrennen und den Leuten den Raum geben? Von daher bin ich guter Dinge. Wie gesagt, die 2 Gegentore, der Elfer, ja, war super dumm vom Gnabry, warum nicht drum herum reden. Man kommt mir nicht mit der Aussage, ja, ein Offensiver hat da nichts zu suchen. Nein, jeder Spieler, der 17 Millionen im Jahr verdient, muss so schlau sein, dass man da sich nicht so den Fuß da rein nagelt. Ja, weil das nimmt jeder Gegenspieler an. Punkt. Ja, und das war ein klarer Elfer. Da müssen wir nicht drum herum reden. Und das Tor danach, ja, wo Leon raus war, habe ich schon gesagt, 86. hat man es klar gesehen, die Mitte war offen. Ja, Kimmich völlig überfordert, ja, muss man immer so sagen. Aber das wird sehr interessant zu sehen sein und ich bin sehr gespannt, um das nochmal abschließend rund zu machen, ob ein Tuchel auch in München seiner Linie treu bleibt und nach Leistung gehen wird, wovon ich fest von ausgehe. Und dann bin ich, wie gesagt, sehr gespannt, wenn Kimmich diese Leistung, die er aktuell bringt, so weiterbringt. Ich denke mal, gerade die beiden Spiele gegen Freiburg werden da schon ein Zeichen setzen, aber danach ist Champions League. Ja, ich denke, es gibt den einen oder anderen Spieler, der sich super steigern muss. Ich denke, Startelf war heute okay. Ich denke, die Startelf werden wir sehr wahrscheinlich die kommenden Spiele auch sehen gegen Freiburg. Es gibt keinen großen Grund, was zu ändern. Ja. Die Spieler, die heute nicht gespielt haben, die eingewechselt wurden, war nicht einer dabei, wo man, ja, Musiala, klar, aber ansonsten von den anderen war nicht einer dabei, wo man sagte, ja, boah, wow, die haben sich direkt reingeschmissen und Vollgas gegeben, haben super überzeugt. Nee. Von daher gibt's da keinen großen Grund. Wie gesagt, ich sehe Musiala definitiv im Team, vielleicht auch mal für einen Sané, ja, dass ein Musiala über außen kommt. Wird man sehen, bin ich gespannt. Und ansonsten bin ich gespannt, wie es in Zukunft sein wird, weil wir taktisch spielen werden. Ob wir weiter 4-2-3-1 spielen oder ob wir mal 4-1 spielen oder wie auch immer. Das wird sehr interessant zu sehen sein. Ich finde es gut, wie sich ein Tuchel nach dem Spiel dahingestellt hat und Tacheles auch geredet hat und nicht gesagt hat, alles ist schön, alles ist schicki, bla Sülz. Und es hat mir auch gefallen, dass Müller sich dahingestellt hat und gesagt hat, ja, den hätte ich machen müssen, den hätte ich spielen müssen, bla, Sülz, war auch super, super authentisch. Nicht dieses Rumgeeier. Und ich denke, gerade bei Müller hat man gesehen, dass er befreit war. Ja. Traurig, ja, wie gesagt, wir müssen jetzt nicht wieder die Diskussion aufmachen, warum Nagelsmann entlassen wurde, welche Spieler da involviert waren, bla, Sülz. Ich denke schon, dass Müller da mitgeredet hat, keine Frage. Was dann irgendwo schon ein bisschen traurig ist, aber so ist am Ende des Tages das Geschäft. Und das erste Spiel ist gewonnen, wenn wir die nächsten beiden Spiele gegen Freiburg gewinnen. Freiburg war heute auch nicht wirklich überzeugend, wie ich fand. Habe ich ein bisschen was gesehen. Mache ich mir eigentlich, wenn ich ehrlich bin, wenig Sorgen, dass wir die beiden Spiele
klar angehen. Gerade wenn wir, so wie heute, ein bisschen kompakter stehen, ein bisschen defensiver und vorne, ja, wie soll ich das sagen? Es ist halt einfach das gute alte Bayern-System. Wir haben so starke Außenspieler und wir haben die unter Nagelsmann halt einfach brach liegen lassen. Ja, unter Nagelsmann war jedes Spiel, was schön anzusehen war, wenn es geklappt hat, wie in der Hinrunde die 9 Spiele. Aber ansonsten war immer, wir stellen jeden auf die verkehrte Seite, jeder muss immer auf die Halbposition rücken, muss nach innen ziehen und der Außenverteidiger ist dann der vorne über außen was machen soll oder am besten auch noch halb reinziehen und der ganz Außenspieler, steht dann schon auf der Zehnerposition und so war alles irgendwie geknüllt und wenn dann der Ball erobert wurde, standen hinten nur 2 Innenverteidiger rum und mussten zusehen, wie sie klarkamen. Ja, wir haben jetzt wieder das Robberie-System, zumindest in dem heutigen Spiel. Klar, noch ein bisschen defensiver weiter hinten, wie wir früher schon gespielt haben. Aber einfach, wir haben die Einzelspieler, die super viel Qualität haben. Ja, mit dem Coman, mit dem Sané, auch mit dem Mane, wenn er die Form findet, auch auf Außen. Wir haben noch einen Müsala, wir haben den Müller, den Raumdeuter für mittig. Und dadurch ist natürlich in der Mitte auch wieder mehr Raum, wenn wir außen sind. Ja, wenn Coman und Sané außen sind und Außenspieler bilden, ist in der Mitte nicht alles geknäult und dadurch hat Müller auch wieder mehr Räume und auch ein Schupo hat mehr Räume und auch der Goretzka, der nachrückt, hat mehr Räume. Also es ist schon wieder ein bisschen was anderes, auch wenn jetzt heute nicht so das große Flankenspiel war, was okay ist. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Sehr interessant im Moment die Phase bei uns, finde ich. Klar konnten Tuchel jetzt nicht die Welt umkrempeln, aber man hat schon gesehen, wie ich es jetzt ausgeführt habe, zumindest meiner Meinung nach, haben wir schon einige Systemanpassungen gemacht und ich bin gespannt, wie die kommenden Wochen weitergehen. Also ich bin froh und schaffen es erstmal und natürlich überglücklich, dass wir gewonnen haben, mit der Tabellenführer sind. Ja, wir spielen jetzt gegen Freiburg, Dortmund spielt gegen Union, was auch kein Selbstläufer ist. Schauen wir mal, wie es danach ausschaut. Ich glaube, dann haben wir auch noch Frankfurt oder was. Ich guck mal eben rein. Ja gut, dann ist City, das ist klar, nach den beiden Freiburg-Spielen. Genau, dann spielen wir gegen Hoffenheim. Und warte, ich zeig mal kurz. Ja, okay. Nee, dann war das erst später. Ja, aber wie gesagt, gut, Dortmund zu Hause gegen Union, ne, schon klar. Aber ich denke mal, dann kann man schon ein bisschen mehr sagen. Ja, ich bin wieder guter Dinge. Ich freue mich drauf. Ein bisschen frisches Blut, wie man so schön sagt. Bisschen neue Taktik. Jeder Spieler muss ein bisschen mehr geben und liefern. Ja, gerne eure Meinung zu dem Spiel in die Kommentare. Freue ich mich drüber und rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund, Leute. Wir hören uns am Mittwoch wieder. Dienstagabend spielen wir. Mittwoch bekommt ihr dann meine Meinung zu dem Spiel gegen Freiburg im DFB-Pokal-Viertelfinale. Bin sehr gespannt. Tschüssi.